Glück. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Zum Glück ist es endlich soweit. Die EM zu Polen und in der Ukraine fängt an, ohne die Schweiz bekanntlich. Das finden ja viele nicht lässig, aber Nationalrat Christoph Mörgeli, Sie scheint das nicht zu stören. Nein, gar nicht, absolut nicht. Fräulein Fetsch, wissen Sie, ich verfolge die EM im erweiterten Schengen-Raum grundsätzlich nicht. Es langt schon, wenn ich die Ukrainer und Polen das ganze Jahr in der Schweiz verfolge. Bitte sehr, sollen sich die Europäer nur gegenseitig aufs Dach geben, verstehen Sie? Da bin ich nicht ganz sicher, weil wie so viele rede auch ich nur dann vom Fußball, wenn es gerade alle machen. Aber zum Glück ist Freitag und mit den Fakten hilft uns der Weltwochenchef Roger Köppel aus. Fußball. Das Spiel ist rund und der Ball dauert 90 Minuten. Tatsache ist die, Ausländer probieren sich während 1,5 Stunden den Ball zu stellen. Was uns ja nicht erstaunt. Um was geht's wirklich? EM in Polen und Ukraine. Wir von der Weltwoche haben aber herausgefunden, dass Polen und Ukraine gar nicht ein Land sind. Das Schöne am Fußball ist ja, er verbindet Menschen rund um den Globus. Es gibt keine einsame Insel, keinen abgelegenen Ort, wo nicht für Fußball geschaut werden. Und so schaut man eben auch in den Bündner Bergen beim Ex-Mister Schweizer Enzo Blumenthal. Ich kapier's nicht. Ja. Zuerst heisst es von allen Seiten, dass der Euro am Abgrund ist und jetzt wird er vor allen Seiten gefeiert. Also nein, schon nicht ganz, oder? Zum Beispiel der Roger Federer verzichtet auf die EM. Ja gut, Anna, ich finde das Fußballturnier völlig überflüssig, oder? Alle schauen Fußball, oder? Dabei sollten doch die Leute mir zuschauen, oder? Für was habe ich denn all die Sponsorenverträge gemacht, oder? Wenn niemand schaut, bringt das auch gar nichts mehr, oder? Ich sage nur eins, shut up. Es gibt mindestens noch einen zweiten, der nicht EM schaut, der völlig ausgeschlossen ist. Der Fußballtrainer Christian Gross im ohne Club. Ja, grosser Anlass, grosses Kino. Leider ohne Gross. Aber keine Angst, das wird gleich eine tolle Zeit für mich. Jetzt reisen alle Nationalmannschaften an die Euro. Dann sind viele Stadien unbewacht. Und ich werde mich dort in ein Stadion hineinschleichen, mich auf eine Bank setzen und vielleicht ein bisschen auf den Platz rausrufen und bleiben dann sitzen, bis die Saison wieder anfängt. Vergessen wir die nicht, die tatsächlich EM schauen und so nicht am Fernsehen, sondern in den Stadien. Fans aus ganz Europa, die auf Polen und in die Ukraine gereist sind. Sorgen deswegen macht sich der Nationalrat Bastien Giraud. Ja, vielleicht zuerst etwas zu meiner eigenen Person. Ich freue mich sehr, dass viele mich letzte Woche am Radio so toll gefunden haben. Trotz meinem Akzent dringen ich offenbar zu den Menschen durch. Item eine Frage. Herr Giraud, kommen wir zum Thema, oder? Ihre Bedenken wegen diesen Fans, die an die EM reisen. Richtig, voilà. Aus einem grünen Standpunkt bin ich absolut gegen das Turnier. Alle die Menschen, die in diesen minder entwickelten östlichen Ländern in alten Dreckschleuder, Autobussen ohne Partikelfilter, den Sommerreisen, die sind nicht gut für das Klima. Die könnten doch auch das Velo nehmen, das bei uns sie geklaut haben, oder? Oder machen das Weg, daheim auf einem Solarfernseher die Matchen schauen und dann mit einem Sixpack. Jawohl. Danke vielmals, Bastien Frau Giraud. Fetsch, hat er den Witz verstanden, Frau Fetsch? Man könnte verstehen, Sixpack Bier zum Fußball schauen. Ich meine, mein eigenes Sixpack am Bauch. Oder soll ich den Witz noch mal bringen? Was meint ihr? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.